Radio Berner Oberland. Das ist die Ostern hier auf Radio BO zusammen mit mir. Ich bin Marianne Manni und mit meinem Gast, das ist Samuel Hug. Salut Samuel. Salut Marianne. Schön, dass du da bist. Samuel, du bist Metal Church Pfarrer. Metal, das ist die Musikrichtung, wir haben vorhin eine super Definition herausgefunden. Willst du das erklären? Ja, man hat gesagt, der Metal fängt dort an, wo es für die anderen aufhört. Genau. Dort, wo es für die meisten Leute oder für viele Leute aufhört, musikalisch, mit Hard und Rock und sowieso, dort fängt der Metal an. So ein bisschen, ein Geschmack, mögen wir uns erinnern an ESC. Lordi und Hard Rock Halleluja ist in dem Sinne nicht ein christlicher Song, aber es tut schon fein ein bisschen darauf einstimmen, du als Metal Church Pfarrer. Es nimmt uns Wunder, wie das aussieht in so einer Metal-Kirche. Ein bisschen mehr dazu, gerade in 3 Minuten. Ich sage nur mal für so viel, wir gehen mal schauen, ob es bei euch auch Totenköpfe und Teufelshörner an den Händen gibt. Mehr dazu, geht am Philipp Fankhauser. Vom Blues kommen wir zurück zum Metal. Und zwar zum Samuel Hug. Er ist Pfarrer bei der Metal Church. Also Church, das Wort Kirche auf Englisch, und Metal, die Musikrichtung. Metal ist ja nicht nur Musik, Samuel, sondern das ist ja auch so ein bisschen, ein Lebensstil oder eine Lebensphilosophie. Kannst du uns so ein paar Stichworte geben für die nicht so mit Metal bewandert sind, wie sie Metal-Leute? Ja. Ja, das eine ist natürlich, was man äußerlich sieht. Das ist vielleicht das, was den Leuten so Eindruck macht. Halt eben schwarze Kleider, Nieten, viel lange Haare, einmal wenn man noch lange Haare hat. So, Mann, viel Bart und so. Genau, halt entsprechende Motive auf den T-Shirts, so Bands-T-Shirts mit starken Motiven, sage ich jetzt mal. Das ist das, was man äußerlich wahrnimmt. Ich erlebe die Metaller als leidenschaftliche Menschen wahr, als tiefsinnige. Es gibt ja so ein Klischee so von harte Schale, weicher Kern, und ich würde sagen, das trifft wirklich zu. Tiefsinnige Menschen, wo man vielleicht gewisse Leute von aussen denken, so die bürgerlich braven, anständig zuerst vielleicht Angst haben oder denken, Hilfe. Aber ich erlebe sie als eben sehr auch nette, herzensgute Menschen, die aber irgendwie so das Leben halt wie einfach nicht nur Jockey-Seiten sehen, sondern auch eben vielleicht auch ein bisschen nachdenklich. Ja, definitiv. Mhm. Ja, aber auch leidenschaftlich in dem hinein und sagen wir dem, man packt den Stier bei den Hörnern. Mhm. Und, ja. Jetzt, wenn wir mal so die Kirchenlandschaft in der Schweiz anschauen, es gibt natürlich ernste Sachen auch bei uns in der Schweiz. Ich sage mal so, das Geläufigste ist katholisch oder reformiert. Man sieht eine Holzkirchenbank irgendwo vorne, ist ein Kanzler, Pfarrer drauf, irgendwie mehr auch Pfarrerinnen, aber häufig schon auch Männer. Nachher eine Orgel, die spielt mit den Pfeifen, glaube ich, sieht man. Das ist so der Klassiker, ich sage jetzt mal so das Landeskirchenmässige. Nachher gibt es natürlich auch sehr viele Freikirchen, wo ganz unterschiedliche Strukturen sind. Vielleicht eher so ein bisschen umarmen und familiär begrüßen ganz viele Kinder. Wie ist es, wenn wir in einer Metal Church ein- und ausgehen? Nimm das doch mal mit zu dir in die Kirche. Ja, das ist schon mal eine Frage, wo treffen wir uns, oder? Das ist eben, wir haben nicht irgendwie ein Gebäude, sondern es gibt ganz unterschiedliche Orte, wo wir zusammen leben. Das gibt zum Beispiel, wenn man Gottesdienst feiern, ist der klassische Ort für uns ist eben nicht die Kirche mit der Bank, sondern es ist ein Club, ein Eventlokal, wo es keine Bank hat. Das heisst, da kann man sich frei bewegen, rein, raus da. Man kann ja der Predigt auch am Boden hocken, wenn man will, aber du kannst auch stehen, du kannst ein Bier trinken. So, das ist so der Gottesdienstrahmen, wie wir ihn einmal im Monat normalerweise haben. Aber jetzt heute Morgen früh, da sind wir in einem alten, wirklich traditionellen Kirchli gsi, zu Rütti bei Lissach, und haben dort auch durchaus mit traditionellen Formen auch gefeiert. Da hat's Bank. Wir haben zwar keine Orgel gehabt, die Musik ist dann ab der Konserve gekommen, ich habe die akustische Gitarre dabei gehabt, wir haben Gesprächsformate, wo man einfach miteinander um den Tisch hockt, in einem Keller, in einer Stube. Wir sind, oder am Greenfield Festival, wo es einfach um Begegnungen geht, an anderen Orten. Also es ist, ich würde sagen, das ganze Spektrum von dem, was du vorhin schon aufgezählt hast, würde ich sagen, versuchen wir als Metal Church auch zu leben, vom einfach lockeren, familiären, eventmäßigen, aber auch Ort, je nach Situation, wo es eben auch Formen braucht, wo
tragen in speziellen Situationen. Mhm. Das nächste, was uns dann Wunder nimmt, am nächsten Song, ist Stichwort Bier während dem Gottesdienst und Teufelshörner bei den Händen. Also, ich weiß nicht, wie sieht man dem Zeichen? Ja, das Rockzeichen? Ja, Pommesgabel oder Mano Cornuta. Okay, das klären wir, wie das vereinbar ist im Sinn vom christlichen Glauben. Noch nie habe ich gesehen, dass man während der Predigt ein Bier in der Hand hat. Liegt vielleicht daran, dass ich auch noch nie in der Metal Church war. Samuel Hug, du bist Pfarrer von dort. Du hast mir vorhin erklärt, ja, ein Bier trinken während dem Gottesdienst voll okay. Also, tu uns aufklären. Warum geht das? Warum ist das für ganz viele Leute ein bisschen komisch zum Hören? Ja, wir sind anders prägt halt, sagen Land auf, Land ab. So. Aber ich würde jetzt mal sagen, dass, also es gibt eine Situation, wo sich tatsächlich auch ganz komisch wäre. Also ich denke an eine Beerdigung zum Beispiel oder so, wäre es ja wirklich komisch jetzt wieder, aber, der Gottesdienst an und für sich, oder so wie ich verstanden, von der Bibel her, hat etwas zu tun mit, dass man das ganze Leben vor Gott bringt. Und ich finde, hören und ihm begegnen können und eben auch miteinander. Und ich sehe Jesus, wo mit allen möglichen Leuten, man könnte vielleicht neudeutsch sagen, auch abgehängt ist, auch mit aller Gattung, Leute, die nicht so stromlinienförmig waren. Man sieht, wie wichtig eigentlich die Tischgemeinschaft war und dass gerade dort auch ganz entscheidende Momente passiert sind, wo Menschen von Gott berührt worden sind, wo Leben sich verändert haben. Und darum gibt es für mich auch nicht den Grund, zu sagen, dass man im Gottesdienst eben nicht, dass man auch Tischgemeinschaft haben oder halt eben, dass man auch zusammen darf essen und trinken. Ich glaube eher, dass unsere kirchliche Traditionen ein bisschen vergessen haben, dass man es wieder führen. Und das andere ist wie einfach sagen, wir gehen dort hin, wo die Menschen sind. Wenn die Botschaft soll auch dort eben Kraft entwickeln, wo die Menschen sind. Und dann muss man sich so bewegen und auf das eingehen, wie man sich sonst auch entwickelt. Es gibt schon Momente, wo auch sagen jetzt heiliger sind, oder wo man auch muss merken, aber merken auch, dass Leute das dann durchaus auch spüren. Dass jetzt vielleicht ein Moment ist, oder wo man jetzt eben vielleicht das Bier auf die Seite stellt, aber es darf auf dem Tisch stehen oder auf der Bar. Aber ich meine, es gibt auch viele Kirchgemeinden, wo zum Beispiel an eine Kirche gehen und dann im Festzelt Gottesdienst feiern. Und da hat man ja auch eben dann irgendetwas Trink dabei. Genau. Und dann kann das Ding holen mit dem Serviert. Genau. Also es ist eigentlich völlig veraltet zu denken, man muss einfach Sonntagsgewand anhaben und still sitzen und zuhören. Und nur gerade in dieser Stunde, wo man zur Predigt geht, sondern mehr so das übergreifende Miteinander. Und auch ein bisschen rausgehören. Du hast so gesehen, es sieht bei euch auch ein bisschen anders aus in der Metal Church. Es kommt ein bisschen darauf an, wo das ihr seid. Ein bisschen eben typisch Metal Anlege an, Kleider, Totenköpfe. Wie sieht's aus mit dem Rockzeichen? Also beide Finger, für die nicht wissen von dem, was ich rede, ist eigentlich das, was jeder Rocker auf der Bühne macht, oder die Fans. Also die Finger, was ist das, der Kleinfinger oder der Zeigefinger so? Ausgespreizt und die anderen zwei. Genau. Und ich bin ja so aufgewachsen, ich sage jetzt mal, in meiner Altersklasse hat man gesehen, das ist eigentlich das Tiefe. Und was ist denn da zu dem? Also, Sie brauchen ja das Zeichen. Also, geht denn das? Oder ist das nicht vereinbar? Das ist für mich ein längerer Weg, herauszufinden, was soll das überhaupt oder geht das? Das ist eine gute Frage, finde ich. Also, vielleicht müssen wir zuerst mal dort anfangen, hat der Teufel Hörner? In der Bibel eigentlich nicht so. Das ist, man sagt dann manchmal so, aber das ist mal das eine. Es gibt da ganz viele positive Aspekte von Hörner in der Bibel zum Beispiel. Wenn man so Geschichte schaut, woher das Zeichen kommt, dann hat es einen italienischen Einwanderer in Amerika in Metal eingeführt, der Ronnie James Dio, und hat dort ein Zeichen, in dem Sinne aus dem italienisch-katholischen Aberglauben braucht, so ein Schutzzeichen, hat das positiv gedeutet. Und in dem Sinne ist es nicht ein negatives Zeichen, sondern, also wenn schon, ist das Zeichen eigentlich gegen das Böse ursprünglich. Natürlich gibt's auch, es gibt da Leute, die das bewusst als ein satanistisches Zeichen deuten, und so verbindet, die gibt's auch. Aber ich glaube, es ist wie grundsätzlich die Frage, Zeichen reden nie aus sich, die sind immer eine Frage vom Kontext und was die Person, was sie braucht, damit verbindet. Und dass sich Symbole auch wandeln können. Ich denke, da wäre der heutige Tag, oder beziehungsweise der Freitag, mit dem heutigen Tag, so ein Zeichen, nämlich das Kreuz, ein positives Zeichen ist. Es ist ein Folterinstrument, wo die Römer Leute grausam gefoltert haben. Aber es ist zum Heil geworden, weil Gott dort reingekommen ist und das verändert. Und darum können wir das Kreuz positiv sehen. Also,
es wäre urchristlich auch zu sehen, dass man Symbol auch kann umdeuten, wenn sie in einen neuen Kontext hineinkommen. Also es ist auch ein bisschen eine Frage von der Meinung dahinter. Könnte man also sagen, wahrscheinlich glauben heute mehr Leute daran, dass das Zeichen bedeutet Rock statt Teufel. Ja, genau. Also ich würde sagen, für die allermeisten Leute in der Metal-Szene, im Rock, ist das ein Zeichen von Stärke, von Freude an der Musik, einfach, wo man reagieren drauf. Und, wenn man so macht, es hat etwas Starkes, wenn man das mal, müsst das mal machen und überlegen, was macht es mit dir so als Zeichen. Aus. Genau, okay. Und dann gibt es auch ein bisschen Pausen und so, genau. Muss es auch nicht zu ernst nehmen. Okay, gut. Wir kommen zu der Musik. Wir hören zuerst rein. Etwa so stellen wir jetzt uns, die Musik vor, wie sie bei euch in der Metal Church steht. Zuerst, du grosser Gott. Nein, grosser Gott, wir loben dich. Ja, wir müssen heute reinhören. Ich glaube, so tönt's. Dann jauchzt mein Herz, dir großer Herrscher zu. Also das ist so ein, ich sage jetzt ein normales Lied, oder? Das ist ein normales Lied, wie man es jetzt in der Soft-Pop-Version würde hören, von so einem Lied, wie man es oft im Radio, in Wunschkonzert gehört, in einer so einer Männerchor-Version gehört, genau. Und in eurer Version tönt's so. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen. Also ihr macht solche Musik in eurer Church absolut normal und gäng auch in einer gewissen Lautstärke. Erklär, wie macht ihr Musik? Ja, halt eben wie man Metal macht. Die klassische Metal-Formation, die hat mindestens eine E-Gitarre, Bass, Schlagzeug und irgendeinen Schreihals oder Schreihälsin. Meistens eher 2 Gitarren. Ja, das ist das, wie bei uns auch Musik machen. Es ist nachher ein Universum in sich, der Metal, von der Stil- und der Stilrichtung so. Und wir haben mittlerweile 2 fixe Gottesdienstbands. Die eine macht, die neuere macht eher wirklich klassischen Heavy Metal. Die andere macht eher so ein bisschen progressiv angehauchten Rock und Metal. Ja, genau. Also, und wir haben andere Konzertbands, die auch zu Gast. Also uns ist so die ganze Vielfalt an Stilen ist etwas für uns Wichtiges. Also komm, wir nennen in voller Länge, oder? Sehr gerne. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, die du geschaffen durch dein Allmachtswort. Wenn ich auf alle jede Wesen achte, die du kreierst und alles fort und fort, dann schreit mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann schreit mein Herz dir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Wenn mir der Herr in seinem Wort begegnet, wenn ich die großen Gnadentaten sehe, wie er sein Volk auf seinem Weg gesegnet, wie es geliebt, begnadigt je und je, dann schreit mein Herz mir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Dann schreit mein Herz mir großer Herrscher zu. Wie groß bist du? Wie groß bist du? Wenn schwere Lasten mich zu Boden drücken, wenn meine Seele betrübt ist bis zum Tod und er mit offenen Armen mir begegnet, mich tröstet und er rettet aus der Not, dann schreit mein Herz
Also die Musik, die hat das Talent, man tut automatisch, hat man so den Drang nach, ich schüttle jetzt meinen Kopf, ich bewege mich, ist natürlich mit Kopfhörer und Mikrofon vor der anderen nicht so gäbig. Samuel Hug, Pfarrer von der Metal Church, wir haben ein bisschen Ostermusik gehört jetzt an diesem Ostersonntag. Wie sind die Reaktionen von anderen Leuten drauf, wenn du siehst, ja, weisst, ich bin Pfarrerin einer Metal Church? Also wirst du noch auf das irgendwie angehauen oder wie läuft das so in deinem Alltag? Ja, das ist immer wieder ein Thema. Also das eine Pfarrer sein mal überhaupt und Metal Church der sowieso. Ja, das ist, ich meine, das ist auch der Grund, wieso bin ich heute da, wieso hätte mich eingeladen, das ist nach wie vor nicht so Alltag. Ja, das ist ein Thema immer wieder. Wie ist es denn von anderen ich sage jetzt mal Gruppierungen, müsst ihr euch vielleicht manchmal ein bisschen rechtfertigen für Sachen, die ihr macht? Also wer wird mit euch, ich sage jetzt mal ein bisschen scheinheilig, lieben einen Nächsten, aber auf Metal Church tut man mit dem Finger zeigen. Passiert das? Das gibt's schon, ja. Ich habe gerade letzte Zeit in der Fanpost bekommen. Von jemandem, wo da das ganz schlimm findet. Aber es ist eigentlich extrem selten im Verhältnis zu, denke ich, von früher. Da ist auch ganz viel gegangen, gesamtgesellschaftlich. Ich merke wieso, dass viele Leute fragen, hey, und offensichtlich klingt's uns der auch oder einmal an mir auch, wie zu erklären und dass die Leute nachher das wie verstehen und das Anliegen auch sehen. Ich glaube, dass so, oder, Kirche grundsätzlich mit Relevanzverlust kämpft, oder wie mittlerweile aber auch alle in der Kirche gemerkt haben, aha ja, es funktioniert nicht mehr einfach so die alten Rezepte und darum auch offen geworden ist, es braucht wie neue Wege auch. Also ich glaube, das ist mittlerweile bei allen nachgekommen, oder zumindest leiden daran, und das merken nicht nur von Leuten, die von außen drauf zeigen und sagen, alle ihre Kirchenbänke oder so, sondern eben auch nur merkt, ja, also wie leben wir in Zukunft Kirche, wie kann das funktionieren, und man darum auch, wenn Leute neue Wege geht, irgendwie offener geworden ist. Mhm. Vielleicht eben nicht so das Standardding. Also ihr seid an verschiedenen Orten, ihr seid nicht gäng am Sonntag oder nicht gäng zur gleichen Zeit, trifft man euch. Wo trifft man denn euch? Also wo sind eure Standorte? Also eben der Gottesdienst, unsere Event-Gottesdienste sind die Firma im Soho, das ist ein Club zu Wangen an der Aare. Oder eben auch andere Orte. Heute Morgen sind wir im Kirchli zu Rütti bei Lissach, habe ich schon gesagt. Oder wir haben das Bibelbüro Metal, das ist ein Gesprächstreffen, das findet bei mir daheim in Kilpen statt. Oder es gibt einmal im Monat das gleiche Format in Wimmis, das wäre jetzt im Oberland. Das sind so die wichtigsten 3 Standorte. Und der Rest ist nachher mobil unterwegs bei den Leuten dort, wo sie da sind. Stichwort Greenfield. Genau. Wir kommen nach der halben gerade zu dem Thema. Radio Berner Oberland. Am Mikrofon ist Marianne Mani und wir sind osterlich unterwegs. Klassiker, Kirchenlied, oder? So tönt's, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, normal. Dann gibt's aber auch noch eine Metal-Version. Das tönt so ein bisschen, ja, eben ein bisschen gröber, aber gleich auch schön. Und das Metal kann schön und christlich und gläubig und osterlich sein. Das zeigt uns auch der Samuel Hug. Er ist Metal Church Pfarrer. Samuel, schon eine halbe Stunde bist du da. Diese Stunde bist du unser Gast. Das freut mich sehr. Die Metal Church ist an verschiedenen Standorten. Man findet euch auch online und man findet euch am Greenfield Festival. Das ist im Juni hier in Interlaken, ganz in der Nähe von hier. Was macht die Metal Church am Greenfield Festival? Ja, wir machen 2 Sachen. Wir dürfen im Auftrag von der Festivalleitung mit einem grösseren Team rund um die Tour präsent sein für die Festivalbesucher. Das Angebot heisst ansprechbar. Also das ist ein Seelsorgeangebot, Festivalseelsorge. Da sind wir da, einfach mit einem offenen Ohr für was auch immer uns da begegnet, was gegenüber für Anliegen hat. Das können freudige Sachen sein, oder wo man diskutieren will, mal ein vernünftiges Gegenüber zu haben, das vielleicht noch zurechnungsfähig ist, wenn die anderen es nicht mehr sind. Oder auch einfach, ja, in so einem Festival brechen Sachen auf. Nicht, weil jetzt das Festival irgendwie so mega schlimm wäre, sondern mehr, man nimmt ja auch sich die Sachen von daheim mit, wo sonst im Leben da sind. Und vielleicht kann es eben auch sein, dass wenn alle anderen Party machen, eben die Sachen erst recht aufkommen. Oder ja, mit wenig Schlaf und so weiter Sachen dafür kommen, wo man vielleicht denkt, die kann man eigentlich auf die Seite tun. Und dann sind wir da und hören zu und versuchen weiterzuhelfen.
Also es ist nicht so, dass der Greenfield in missionarischer Form seid mit Schildern Achtung, Achtung, das, was du machst, ist schlecht und Bier sowieso, Alkohol oder so. Ich sehe das überhaupt nicht das, was vielleicht ein paar Leute jetzt befürchten, wenn sie das hören. Genau, nein, wir sind da und teilen eben das Leben da. Wir sind präsent, wir sind mit ihnen unterwegs und schauen, was sie bewegt und teilen das Leben mit ihnen. Das ist das eine. Wir haben seit letztem Jahr auch auf der gegenüberliegenden Seite auch eine Zeltkapelle, ein Ort der Stille, wo man einfach auch zur Ruhe kann kommen in dem Trubel rein, wo man sich Zeit kann nehmen zum Betten, wo man kann oder auch Kerzen anzünden, wo man auch dann um 1:30 in der Nacht einen Kurzgottesdienst noch feiern, wo letztes Mal das Zelt rumsvoll war. Okay, gut. Wir wollen noch ein bisschen mehr zum Thema Seelsorge wissen. Passt ja gut in die Osterzeit. Mehr dazu in 3 Minuten. Es gibt so Situationen, die scheuchen wir irgendwie alle. Man läuft in die Stadt und dann kommt jemand mit einem Klemmbrett und will ihm überzeugen, irgendwo Mitglied zu werden oder etwas zu spenden, was man gar nicht will, oder jemand hat irgendein Schildchen und man macht möglichst einen grossen Bogen. Jetzt ist es so, dass die Metal Church zusammen mit dem Pfarrer Samuel Hug, der hier bei uns im Studio ist, im Greenfield unterwegs ist. Und zwar nicht mit Schildchen, wo drauf steht, alles, was du machst, ist schlecht und passt nicht oder bringt dich in die Hölle oder so. Nein, Samuel, die machen ganz unterschiedliche Sachen. Zum Beispiel in einer Ansprechbar, wo man auch mal über etwas reden kann, wo man vielleicht eben gerade mit den Freunden nicht besprechen würde, wo vielleicht ein bisschen einen anderen Kreis braucht. Wie fest wird das Thema Seelsorge oder so beratungsmässig, wie fest wird das beansprucht? Es wird sehr beansprucht. Also wir sind jetzt das 3. Jahr gewesen, also hat eine Pandemiepause gegeben. Also, aber wir sind das 3. Mal gewesen letzten Sommer. Und, wir haben in diesen 3 Tagen, haben wir rund 750 Gespräche geführt. Mit irgendwie etwa 1300 involvierten Personen. So, also es zeigt etwas, das sieht man auch, das mache ich nicht allein, überhaupt nicht. Das ist ein grosses Team von Menschen aus der Szene, wo wir da als Kirche es Gegenüber sind für die Menschen. Da gibt's eben Gespräche über viel, über Freude, da gibt's auch kurze, einfach ein Hallo-Gespräch natürlich auch, und es gibt lange Gespräche, Beratungsgespräche, Diskussionen, wo Menschen genau das suchen, eben einen anderen Gesprächspartner, jemand, wo auch mal wirklich zulässt und interessiert ist und vielleicht aber auch noch die eine oder andere Perspektive reinbringen kann. Und man ist ja schon dort. Also es ist für sie wie noch gäbig. Man kann vorbeilaufen oder man kann zu suchen haben. Es ist nicht so, man muss extra Termine abmachen mit irgendeinem Psychologen oder einem Berater oder... Genau, und eben, es gibt in Momenten im Festival so Sachen, wie plötzlich aufpoppen. Wir merken, dass es wichtig ist, eben rund um die Tour dort zu sein, dass es auch wichtig ist, nächstes Jahr wieder da zu sein. Es ist wichtig, was wir unter einem Jahr machen. Und so, dass auch Leute, oder, erzählen du, ich habe letztes Mal, es ist mega gut, dass ich es braucht, oder wenn du letztes Jahr erlebt, dass jemand gesagt hat, weisst du, ich habe es bis jetzt gesehen und so, aber jetzt ist die Situation, wo ich merke, jetzt ist nicht für die anderen da, jetzt brauche ich es. Ja. Okay, Seelsorge, das tönt ein bisschen verstaubt, seien wir ehrlich. Das Wort Seelsorge ist eigentlich ein schönes Wort, Sorge tragen zu der Seele, genau. Oder zu seinem Inneren oder auch zu den Gedanken. Wie verstaubt ist Seelsorge denn, jetzt du als Pfarrer? Ja, ich glaube, das ist die Frage, was man mit dem Brief verbindet. Aber ich glaube, wir Menschen sind immer noch gleich wie Gäng. Und wir sind eben Menschen, die nicht nur Körper haben und einen Geist, sondern eine Seele mit allem drum und dran. Und es ist unser Anliegen, ich glaube, es ist ein wichtiger Auftrag als Kirche, für die Menschen da zu sein, in allen Dimensionen. Und darum eben ihnen es gegenüber zu sein und zu unterstützen, zu helfen, versuchen, so gut man es kann, dort, wenn es auch immer dran ist und gefragt ist. Also wenn ihr am Greenfield unterwegs seid, hör vielleicht suchen haben bei der Ansprechbar. Man erkennt dich mit dem Bart, mit so, Haargummeli drin, aber du bist wahrscheinlich nicht der Einzige, der so aussieht. Nein, genau, es hat einen Haufen andere, die lustig aussehen. Ihr hört Radio BO Ostersonntag, 4:05 zu Gast hier im Studio der Samuel Hug. Er ist Pfarrer in der Metal Church, Pfarrer, und zwar ganz offiziell studiert, Theologie studiert. Und vielleicht kurz zu deinem Werdegang. Wie bist du näher zur Metal Church gekommen, oder wie hat es die Metal Church gegeben? Das ist ein längerer Weg. Es ist wir glauben an Jesus, der ist älter. Es ist die Freude am Metal dazugekommen. Und ich bin zuerst evangelische Theologie studieren. Ich bin reformiert. Ich bin auch ein normaler, ordinierter, reformierter Pfarrer. Die Metal Church ist ein offizielles reformiertes Projekt, oder Kirche, wo ich mittlerweile auch sage, da stehen wir voll dahinter, das ist ein Teil
von der Kirche. Das war ein längerer Prozess vom Reinwachsen in die Szene und vom neben dem normalen Pfarramt dann mit anderen zusammen, mit Freunden, die in der Metal-Szene unterwegs sind und die Leidenschaft für ihren Glauben teilen, haben wir zusammen Schritt für Schritt da dürfen einfach Kirche aufbauen. Du siehst es ist ein Prozess. Ist denn in dir vielleicht auch mal der Moment gewesen, wo du hast gesehen, meine Leidenschaft oder meine Liebe für Metal, ist das überhaupt kompatibel mit meinem Glauben? Also es hat mit dieser Frage angefangen. So am Anfang die Leidenschaft für die Musik, merke ich so, wow, und gleichzeitig auch in den Kreisen, wo ich mich bewegt habe, hat das eigentlich keine Rolle gespielt. Also ich habe Rockmusik nur schon, die haben keine Rolle gespielt. Und dann so die Frage, ja, passt das zusammen? Kann man das, darf man das? Das ist eine Frage, die mich seit allem Anfang an, oder schon lang beschäftigt, und haben einen Weg suchen. Und auch gerade, denke, wenn man nachher auch bewusst oder auch ausdrücklich als Christ sich auch outet oder in der Szene, wird man da immer wieder auch in Frage gestellt. Das ist, und das hilft aber auch, glaube ich, sich klar zu werden, weil man muss sich reflektieren. Verhebt das? Und warum glaube ich das eigentlich? Und verhebt das auch? Und es wird einem auch gespiegelt, wenn es dann nicht verhebt. Und warum darf man das? Also weißt du, warum hast du da ein Ja auf die Frage gefunden, wo du siehst, es geht, man darf Metal hören, man darf... Ja, weil der Stil an und für sich inhaltlich nicht das Ausschlusskriterium ist, im Gegenteil. Ich glaube, alle Themen brauchen irgendwie einen entsprechenden kulturellen Ausdruck, wo die ganze Welt mit allen Aspekten müssen können irgendwie verarbeitet werden. Und ich finde, der Metal tut das Spektrum abdecken, wo alle anderen eben einen Bogen drum macht, was es unbedingt auch braucht. Aber es ist noch, das Coole ist daran in der Vielfalt, dass wir Menschen verschieden sind und unterschiedliche Arten haben, und zusammen gibt es nachher ein richtig cooles, starkes Bild. Mhm. Wir machen noch kurz den Link der Seite am Greenfield dabei. Wir haben die Ärzte parat. Sie haben auch dabei am Greenfield. Und dann wollen wir dann noch heute fragen, was wir eigentlich müssen machen, falls wir auch mal bei euch kommen. Headbangen. In der Predigt. Oder auch sonst. Mehr dazu geht in 3 Minuten. Wir hören Radio BO, wir haben 10 vor 5 Uhr. An diesem Ostersonntag zu Gast der Pfarrer, der Metal-Pfarrer Samuel Hug. Samuel, du bist in der Metal Church, also bei euch dreht sich alles rund um Metal, aber auch um den Glauben, um den christlichen Glauben. Wie feiert ihr, du hast es einfach ein bisschen gesehen, heute Ostergottesdienst, ganz früh am Morgen. Wie ist bei dir Ostern? Hast du nur schwarze Totenkopf-Osterhäse, oder wie sehen die aus bei dir? Nein, meine Osterhasen war weiss mit Croquant, die habe ich am liebsten. Sehr gut. Allgemein so, die Feiertage, unterscheiden sich die Feiertage in der Metal Church von anderen Feiertagen? Nein, ich will nicht sagen. Wir haben sicher einfach grundsätzlich halt eine metallische Brille auf. In dem Sinne, wie wir in die Bibel hineinschauen, da gucken uns vielleicht andere Texte an, die uns spannend dünken, eben vielleicht gerade die Kantigen. Die Blutigen, die mit Schweiß und Tränen, wo andere vielleicht eher sagen, ui, das sind die wir natürlich packen. Oder heute Morgen im Gottesdienst auf dem Abendmahlstisch, auf der Dekoration, da hat es eine Dornenkrone gehabt, da hat es einen Schädel gehabt, da hat es ein Kreuz, es hat auch eine Metalhand gehabt, es hat Nägel und Hammer, man hat schon gesagt, ich bin nicht sicher. Ja, also wie die Sachen, die gehören einfach auch dazu, die zeigen wir auch. Und kehren sie nicht unter den Tisch. Vielleicht sieht jetzt jemand da will ich auch mal gehen. Ich will wissen, wie das dort ist. Wie machen wir das am gescheitsten? Ja, wir haben eine Website, metalchurch.ch, und wir einfach googlen nach Metal Church oder Metal Pfarrer, und dann finden wir das. Wir sind ja genug präsent auf Facebook, auf Insta. Wir finden Telefonnummern, die man anschauen kann, wo man WhatsAppen, wo man e-mailen. Wir finden uns. Also, wenn man digital nur knapp affin ist, dann findet man uns. Es ist ja auch so, dass es nicht ganz so viel Auswahl gibt wie von anderen Sachen, oder? Die sind nach wie vor allein auf weiter Flur. Es gibt schon auch andere kleinere Gruppen, so, aber in dieser Art, wie wir es machen, auch in dieser Zuspitzung, gibt's sonst nicht andere Leute. Mhm. Merci vielmals, Samuel, für den Einblick ins Leben als Metal Church Pfarrer. Gibt's noch etwas, wo du siehst, das würde ich gerne noch
mitgeben? Oder da haben die vielleicht nicht darauf angesprochen oder wie es ist? Das ist mir eigentlich noch wichtig. Ja, etwas ist, ich bin jetzt da als Pfarrer, oder? Man schaut manchmal nur so den Pfarrer an, der Kirche ist alles auf den fokussiert. Und, Kirche lebt nicht vom Pfarrer allein. Im Gegenteil, natürlich habe ich wichtige Funktionen, sondern es lebt von der Gemeinschaft, es lebt von den Freiwilligen, wo man miteinander zusammen unterwegs sind. Einfach eine spezielle Funktion. Und die Metal Church lebt von der Gemeinschaft, von all den vielen Freiwilligen, die sich engagieren. Das ist mir ganz wichtig. Und das schon seit über 10 Jahren. Genau. Merci vielmals für den Besuch. Ganz schöne Ostertage. Morgen frei. Ja, man darf ich durchschnaufen. Genau. Sehr gut, dann geniessen es. Merci vielmals. Samuel